Von oben, wo der Autoverkehr fließt, ist kaum etwas zu erkennen. Doch weiter unten an der Zirndorfer Brücke in Fürth sind die Schäden nicht zu übersehen. Unter dem bröselnden Beton wird rostiger Spannstahl sichtbar. Nach 56 Jahren ist die Brücke baufällig. Die Zirndorfer Brücke, einer der Problemfälle, mit denen sich die Baubehörde in Fürth aktuell regelmäßig beschäftigen muss. An diesem Tag führen Baureferatsleiterin Christine Lippert und ihre Kollegen vom Tiefbauamt eine Sichtkontrolle durch. Das passiert mittlerweile einmal pro Monat. Brückenmeister Robert Kopp zieht sich dafür auch das Ausmaß der Schäden im Innern des Bauwerks an. Im Speziellen jetzt da drinnen im Kasten, im Brückenkasten, ist es so, dass da Wassereindrang eben da ist. Und durch Salze, Chloride eben rosten die und machen Abplatzungen vom Beton her. Und dann ist das Eisen ja nicht mehr geschützt, kann es auch nicht mehr tragen. Und dann, ja, dann ist sie kaputt. Deshalb ist die Brücke seit dem vergangenen Jahr für Lastwagen, aber auch für Busse gesperrt. Lediglich Pkw dürfen aktuell noch drüber fahren. Die Stadt Fürth will kein Risiko eingehen, denn die Spannstahlbrücke aus dem Jahr 1969 wurde in gleicher Bauweise und im gleichen Jahr hergestellt wie die Carola-Brücke in Dresden. Die stürzte im September vergangenen Jahres ein. So etwas sei in Fürth nicht zu befürchten. Davon ist Baureferatsleiterin Christine Lippert überzeugt. Wir haben natürlich auch sofort nach dem Einsturz der Carola-Brücke unseren Statiker angerufen und haben nachgefragt, müssen wir jetzt zusätzliche Maßnahmen machen zu dem, was wir schon gemacht haben. Und da hat er uns schriftlich bestätigt, nein, das, was wir jetzt schon angegangen sind und was wir tun, ist ausreichend, auch für die Brücke. Trotzdem, in spätestens 3 Jahren soll die Zirndorfer Brücke endgültig für den Verkehr gesperrt und abgerissen werden. Insgesamt sind 4 von 51 Straßenbrücken im Fürther Stadtgebiet akut baufällig. Bei der Hafenbrücke zum Beispiel herrscht ebenfalls dringender Handlungsbedarf. Auch sie wird in den kommenden Jahren abgerissen und neu gebaut werden müssen. Auffällig ist, die maroden Brücken wurden alle im Zeitraum zwischen den 1960er und 1980er Jahren gebaut. Man hat diesen Spannstahl verwendet. Der war damals in der Zeit einfach, sag ich mal, in. Das sind Metallglieder, die werden verpresst und dann wird in die Länge gezogen, dann wird es verpresst und dann kommt der Beton drüber. Da hat man inzwischen andere Erkenntnisse, dass es einfach nicht gut war, weil diese Verpressung oft nicht richtig ausgeführt wurde. Dadurch wurde der Beton porös und brüchig, die Stahlelemente im Inneren rosten. Die Brücke verliert dann Stabilität. Eigentlich sollten solche Bauwerke 80 Jahre und länger halten, doch dieses Alter erreichen die wenigsten. Deutliche Mängel bei der Stand- und Verkehrssicherheit gibt es laut einer Analyse der Bundesgütergemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken auch bei 8 bayerischen Autobahnbrücken. Sie wurden von Experten als ungenügend bewertet. 6 davon liegen in Franken. Schlechte Noten hat unter anderem die 56 Jahre alte Talbrücke Römershaag auf der A7 bei Bad Brückenau bekommen. Sie wird seit 2 Jahren saniert, war schon lange dem zunehmenden Verkehr und den schwerer und länger werdenden Lastwagen nicht mehr gewachsen. Eine Situation, die nach Ansicht des Bauforschers Berthold Best von der Technischen Hochschule Nürnberg auf viele deutsche Autobahnbrücken zutrifft. Eine Laststeigerung in dem Maße, wie sie von 1960 bis etwa zur Jahrtausendwende stattgefunden hat, hat man ganz einfach bei dem Brückenbau seinerzeit nicht berücksichtigt. Wir verfügen heute über Rechen- und Simulationstechniken, die ja bei weitem das sprengen, was in diesen Jahren möglich war. Moderne Brücken seien auf ein hohes Verkehrsaufkommen ausgelegt. Auch der Neubau der Zirndorfer Brücke in Fürth soll so konstruiert werden, dass er viele Fahrzeuge verkraftet und das über einen möglichst langen Zeitraum hinweg. 2028 soll der Startschuss fallen für die rund 38 Millionen € teure Baumaßnahme.